Hallo meine Süßen, das hier ist jetzt mein erstes Video und ich bin ein bisschen aufgeregt und ich bin auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wenn ich mich verrede oder mir unsicher bin, wird es mich böse sein. Das ist wie gesagt mein erstes Video, habe mich gerade erst angemeldet und habe jetzt gesagt, ich mache gleich ein Video über meine Haarroutine, eine kleine Review über meine Haarpflege. Ich fange auch gleich an. Also, nein, ihr könnt es noch nicht wissen. Ich bin ein DM-Freak, ein Balea-Freak und ein Alverde-Freak. Und ich war vor kurzem, keine Woche her, keine 5 Tage her, war ich im DM und dort habe ich mir etwas gekauft. Also ich war im DM und habe mir, warte mal ganz kurz, und habe mir von Balea das Pure and Fresh Shampoo gekauft. Von Friseuren empfohlen, Tiefenreinigung und für jedes Haar. Und natürlich ist es ohne Silikone. Es ist leicht zu erkennen. Es hat so eine blau, Mineralblau, so ein bisschen kräftigeres Babyblau. Hatte so eine kräftigeres Babyblau und silberne Verpackung. Und hier auf der Seite steht noch mit mineralischem Gletscherwasser. Und es hat so einen blauen Mineralblau Pumpspender. Das hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen, dieser Pumpspender. Ich liebe das ja. Und eigentlich, wenn meine Haare nass sind, dann nehme ich davon so 2 bis 3 Pumpstöße und massiere das schön in meine nassen Haare ein. Wie ihr sehen könnt, erkennt man das hier. Das ist so eine gelige Substanz, aber die nassen Haare lässt sich ehrlich gut einstellen. Also ich glaube, ja, ich weiß es sogar. Warte, ich gucke auf mein Kassenzettel. Wo ist das? Das hat 1,45 gekostet, also 1,50 €. Das ist jetzt meine erste Flasche, aber ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Zum Duft, das hat einen frischen Duft, einen angenehmen Duft. Und Substanz habe ich schon erklärt, gelische Substanz, falls man mal wissen will, so eine gelische Substanz, aber riecht einfach nur frisch. So, ich stelle es mal weg. Zu meiner warte mal, ich bin ein bisschen erkältet, hier Nase, Hals, alles, Husten ein bisschen. Zu meiner Spülung. Da benutze ich im Moment von Alverde Naturkosmetik die Braunspülung Walnuss Makrone. Naturbraunes und koloriertes Haar, ohne Silikone. So, was soll ich sagen? Zur Farbe. Warte. In der Kamera kommt so ein ganz helles Aprikot-Beige raus, aber in Wirklichkeit ist es so ein Babykeksbrei, so ein Nude-Ton, so ein Mittelbraun. Das war jetzt die Farbe. Substanz, sehr dickflüssig, also ich glaube, wenn es bis zur Hälfte leer ist, muss man sehr viel drücken, bis was rauskommt. Also es ist sehr dickflüssig eigentlich. Und zum Geruch. Na Leute, ich kann diesen Geruch nicht mehr riechen. Das ist so ein richtiger Waldgeruch, so ganz eklig. Aber ich habe mir die erst neu gekauft, die hat 95 Cent gekostet. Ich habe mir die erst neu gekauft, habe gedacht, oh, Braunspülung, du hast ja braune Haare, dann glänzen die wieder schön. Aber Leute, bitte nicht kaufen. Das ist so ekelhaft, dieser Geruch. Also das werde ich mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Ich werde dann nach einer anderen Spülung Ausschau halten. Natürlich ohne Silikone. Ich stelle es mal kurz weg. So, nachdem meine Haare dann im Handtuch sind, also nachdem ich fertig bin mit Duschen, sind meine Haare im Handtuch und dann lasse ich mein Handtuch so 5 bis 6 Minuten auf dem Kopf, damit meine Haare so handtuchtrocken sind. Dann benutze ich, muss mich kurz ein bisschen dann benutze ich Dr. Beach Musekatze, die Anti-Frizz Lotion. Und hierzu was.
Hier gefällt mir wieder dieser Pumpspender, der Geruch, traumhaft. Die Substanz, nicht zu flüssig, aber auch nicht dickflüssig, also ist so angenehm. Die Farbe ist weiß und davon nehme ich eigentlich so einen Pumpstoß, wenn ich gerade wieder so einen Tick habe, benutze ich 2 Pumpstöße und massiere das gleichmäßig in meine Haare an. Ja. Und das ist schon meine zweite Flasche. Warte, 3,45 €. Also ist zu empfehlen. Und weil mir dieses Gott, wie Schmusekarte so gefallen hat, diese Antifrizz Lotion, habe ich mir dazu noch das passende Antifrizz Haarspray gekauft. Und es riecht genauso, ich muss ja nicht erklären, was für eine Substanz ein Haarspray hat, also, aber es riecht genauso, so, warte mal kurz, ich muss kurz aufnehmen. Es, ja, es riecht genauso und das ist meine erste Flasche noch, aber die habe ich schon, glaube ich, 4,5 Monate oder so. Und ich weiß mal wieder weg. Was mich daran so fasziniert ist, wenn man sich Haarspray in die Haare macht und man hat aber abends keine Lust mehr, sich zu duschen oder die Haare zu waschen oder nass zu machen. Oder es ist einfach zu kalt, um die Haare zu waschen, dass sie nass sind. Gefällt mir da dran, man hat ja die Haare dann offen vielleicht und dann kann man das gerade mit einer Bürste wieder auskämmen. Die Haare sind dann immer noch ganz zart und ganz geschmeidig. Das fasziniert mich an diesem Haarspray so und ich glaube, dieses Haarspray hat auch 2,45 €. Auf jeden Fall ist noch mein altes, aber ich habe den Kassenzettel nicht mehr. Und weil ich das ja eigentlich immer morgens mache, bevor ich in die Schule gehe, benutze ich noch, wenn ich in die Schule gehe, glätte ich eigentlich immer meine Haare. Eigentlich immer, wenn ich nicht verschlafen habe oder so. Und da war mir dieses Gojubi Schutzengel oder dieses Hitzeschutzengel war mir einfach mittlerweile zu teuer. Ich glaube, ich hatte das schon 2 Jahre benutzt. Das war mir einfach zu teuer. Und dann hatte ich von Balea, ich habe es ja gesagt, von Balea früher, habe ich von der 20 Up Serie beschützendes Spray, extremer Hitzeschutz bis zu 200 Grad Celsius. Und was mir da gefällt, das ist so ein Sprühspender und dieses schwarze erkennt und das seht ihr, das kann ich schieben. Und wenn ich es auf die Seite schiebe, entweder dahin oder rechts oder links auf die Seite, dann sprüht es. Aber wenn ich es nach vorne drehe, sprüht es nicht. Also das ist gut, wenn man kleine Kinder zu Hause hat, dass sie sich sowas nicht in die Augen sprühen können oder schweigen irgendwo hin und sich dann in die Augen überlegen oder sich in den Mund sprühen und irgendwie sowas. Also das ist eigentlich gut. Und zum Geruch, es riecht eigentlich so ein bisschen fruchtig, aber auch so ein bisschen, es riecht so ein bisschen fruchtig, aber auch, oh, das ist einfach ein unglaublicher Duft. Also ich glaube 2 €, 1,95 €, ich werde das auf jeden Fall nachkaufen, egal wie. Auf jeden Fall weiß ich, dass es unter 2,50 € ist. Das weiß ich ganz genau. Ich glaube, es war auch noch 1,95 € unter 2 €. Das wir auf jeden Fall nachkaufen und das auf jeden Fall weiterhin benutzen. Dazu muss ich jetzt allerdings noch etwas sagen. Der Geruch ist sehr gut. Die Substanz ist, wenn man es auf die Hände kriegt, ein bisschen, es hat so ein ganz kleines, es klebt so ganz kleines bisschen, aber ihr seht es ja, eigentlich ein ganz kleinen Millimeter, Millimeterprozent. Also es ist nicht, aber es ist eigentlich sehr gut für dieses Geld, das will man auch erwarten für dieses Geld. Und es ist eigentlich auch nicht, damit ich meine Hände damit einparfümiere oder eincreme, sondern es ist ja für meine Haare, damit meine Haare nicht austrocknen oder damit meine Haare nicht so schnell Mist kriegen. Und ich hoffe, ich habe euch nicht so voll gequatscht. Wie gesagt, mein erstes Video. Wie gesagt, mein erstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.